Servus Freunde, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute gibt es ein spannendes Thema. Heute geht es nämlich um Landkarten. Heute gibt es ein paar Sachen für die ganzen Abenteurer da draußen, für die ganzen Lost Place Fans und so weiter. Ein paar kleine Tipps und ein ganz interessantes Thema. Das Thema, warum sind alte Militärlandkarten geschlitzt? Das heißt zum Beispiel so eine, wenn man die auseinanderfaltet, dann haben die hier in der Mitte immer einen Schlitz drinnen. Genau, darum geht es heute in diesem spannenden Video. Mal allgemein zu Karten. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dass ihr alte Karten bekommt, am Flohmarkt, bei Haushaltsauflösungen und so weiter, nehmt euch diese Karten mit. Es ist wirklich der Geheimtipp überhaupt, wenn es eine Karte gibt, egal von was, nehmt sie mit. Weil für jeden 5, 6 Jahre alte Karten sind wir die meisten Leute nichts mehr wert. Dabei stehen da so viele interessante Informationen drinnen, so viele Sachen, die einfach nicht mehr übernommen werden, so viele, wenn ihr Glück habt, Handnotizen von irgendjemandem, dass diese ganzen alten Karten echt richtig Gold wert sind. Vor allem für die ganzen Abenteurer von euch da draußen. Ein paar kleine Beispiele einfach. Hier Olympische Spiele, Olympiade 1972. Ich mag ja da jetzt niemanden zu irgendwas anstiften, aber irgendwie, ich nehme mir immer alle Karten mit. Also wenn ich irgendwo Karten sehe, nehme ich sie mit. Schaue ich sie mir kurz durch, nehme ich mir die Karten mit. Hier ist zum Beispiel, also ich zeige es jetzt nicht groß, nicht, dass da irgendjemand auf dumme Ideen kommt. Aber man sieht das Olympiastadion München 1972. Ihr wisst ja, dass um dieses ganze Olympiastadion, da gibt es ja noch so einen alten Geisterbahnhof und was weiß ich, halt alte Trambahnen, ich weiß nicht, ob das eine Magnetschwebebahn war, richtig viele Ruinen, über die relativ selten was berichtet wird. Und hier auf dieser Karte ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, ob die dem Sicherheitspersonal oder irgendein Arbeiter von damals gehört hat. Da sind die ganzen unterirdischen Verbindungsschächte im ganzen Olympiapark eingezeichnet, mit allen Eingängen und Ausgängen, also händisch eingezeichnet und mit Nummern versehen und mit kleinen Notizen. Und das sind natürlich dann so Karten, die sind halt super spannend. Und über sowas zu stolpern, das ist gar nicht so selten. Das hier habe ich zum Beispiel gefunden. Ich weiß nicht, was das war. Das war wahrscheinlich von irgendeiner Abbruchfirma. Das ist einfach so eine, wie soll ich sagen, so eine Bistumskarte, die halt so die ganzen Landkreise immer rausbringen. Und dann ist hier tatsächlich ein Zettel drinnen. Und auf diesem Zettel sind so Notizen von alten Häusern und Bauernhöfen, die anscheinend leer standen oder zum Verkaufen oder zum Abriss freigegeben worden sind. Und das ist halt dann da einfach drinnen, weil das jemand vergessen hat, so wie in alten Büchern und so weiter. Auch ein Tipp, ganz wichtig, jetzt wenn wir schon tief in dieses Kartenthema einsteigen. Wenn ihr irgendwo unterwegs seid und es stehen noch diese alten Karten an den Waldparkplätzen, an irgendwelchen Wanderparkplätzen, an irgendwelchen Sehenswürdigkeiten oder so, diese großen Tafeln, dann fotografiert die ab, weil auf diesen Tafeln sind auch so viele interessante Sachen drauf, die, wenn diese Tafel abgerissen wird, dann sind diese Informationen für immer weg. Das taucht einfach nirgendwo mehr auf. Macht's immer Fotos, schaut euch das dann zu Hause in Ruhe an. Dann findet ihr Grabhügel, Keltenschanzen, da ist alles Mögliche drinnen, Verwerfungen. Man sieht teilweise sogar, wenn ihr Glück habt, bei diesen alten Karten haben sich die Leute auch noch Mühe gemacht, die Höhenlinien einzuzeichnen. Und du siehst dann auch, geht's da runter, geht's da rauf. Und wenn man so ein bisschen den Blick für dieses ganze Thema hat, dann kann man auch super einschätzen, wo man wahrscheinlich was finden könnte. Also Karten immer einsammeln. Ich habe tonnenweise alte Karten, wo ich noch nicht wirklich durchgeforstet habe. Aber es ist halt einfach super spannend, dass man alte Karten einfach aufhebt und archiviert, weil da sind Informationen drinnen, die werden nie wieder irgendwo auftauchen, wenn dieses Zeug im Müll landet. Ja, Thema Lost Place, habe ich ja auch schon mal drüber geredet.
für alle, die so immer auf der Suche nach Lost Places sind. Dieser Hype, ich tue mir da sehr schwierig. Glaubt mir, es gibt bei YouTube kaum ein Video aus Europa, wo ein Lost Place drinnen ist, den ich nicht schon vor Jahren mal besucht habe. Und ich bin immer so erschüttert und so enttäuscht davon, dass wenn man das dann sieht, wie schnell die kaputtgeschlagen werden, wie schnell die ausgeräubert werden, wie schnell diese Dinger da vergammeln. Und deswegen mache ich da keine Videos drüber. Ich gucke mir das an, es ist ein richtiges Hobby von mir, es macht mir tierisch Spaß. Ab und zu auf Instagram findet ihr mal so ein oder zwei vereinzelte Fotos über irgendwelche coolen Plätze. Aber es ist einfach so, wenn ihr so ein Video macht, dann ist dieser Ort kaputt, dann ist der entweiht, weil jeder, selbst wenn ihr euch noch so Mühe gebt, dass diesen Platz keiner findet, diesen Platz findet immer jemand. 6 Wochen später, 1 Monat später, ein halbes Jahr später ist dieser Ort entweiht und ist völlig der Vernichtung freigegeben. Und das ist halt einfach unglaublich schade. Es gibt so viele coole Orte, an denen ich schon war, über die es Gott sei Dank noch keine Videos gibt. Wenn ihr sowas findet, dann seid einfach glücklich, dass ihr da coole Eindrücke gesammelt habt. Und behaltet die für euch, weil der Ort ist sonst ausgeräubert, beschmiert dahin. Es ist einfach schade. Ich weiß, es ist ein lukratives Geschäft, aber ihr vernichtet damit einfach einen coolen Platz. Es ist genauso wie ich mich total aufregen könnte immer über diese ganzen Videos auf TikTok und sonst irgendwo, die 5 schönsten Bergseen in Bayern oder die 10 tollsten Plätze in Bayern. Dann in dem Moment, wo das im Video auftaucht, sind die Plätze halt hin. Dann sind die nicht mehr die schönsten Plätze, sondern dann sind es die Plätze von allen. Das ist wie früher beim Surfen oder beim Snowboarden. Wenn ihr einen Secret Spot gefunden habt, wo die Wellen total geil waren, dann hat man das einfach keinem erzählt. Und so ist es eigentlich auch mit dem Lost Place. Also einfach nur ein gewissenhafter Aufruf an euch. Lasst doch diese Plätze für sich. Schaut euch die an, steigt da ein, macht keine Videos drüber und lasst den einfach weiterleben, bis der Nächste kommt und sich dann denkt, wow krass, hier schaut es aus, als wäre noch nie einer gewesen. Genauso soll es sein. Dann ist es ein geiler Lost Place. Ja. Also kommen wir zum Hauptthema der Karte. Warum haben alte Karten, ich mache jetzt hier mal ein bisschen Platz, warum haben alte Karten diesen Schlitz in der Mitte, alte Militärkarten? Ich glaube, ich hole euch näher her, dann können wir es mal basteln, dann führe ich euch das mal vor. Ich habe jetzt hier Papier mitgenommen und einen Stift und da simulieren wir jetzt mal so eine Karte. Das heißt, erstmal müssen wir die falten, es ist immer 4 auf 4, ist so eine Militärkarte, also auch nicht immer, aber meistens. Das machen wir jetzt halt hier ganz schnell. Schön gefaltet, dass die halt aufeinander passen. So. Und sobald es fertig gefaltet ist, hole ich euch her. Und dann gibt es natürlich auch eine Reihenfolge, wie man das falten muss, damit man es nachbauen kann. Das hat nämlich einen ganz speziellen Grund gehabt, weil man früher natürlich kein Navi dabei hatte. Und heute ist es genau das Gleiche, was ich euch vorher mit den Karten erzählt habe. Alte Karten sind Gold wert. Und lieber eine alte Karte dabei, als das tollste Navi, bei dem die Batterien leer sind. Oder es keinen Empfang hat. Oder ihr in eine Situation kommt, wo es sowieso nicht mehr funktioniert. Ja, kommt es mal näher her. So, gefalten haben wir es ja vorher schon. Jetzt zeige ich euch das. Jetzt falten wir es hier auseinander. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir die Karten richtig falten. Dafür nehmen wir sie so. Der Schlitz, den die Karten haben, der ist immer hier. Da ist der Schlitz in der Karte. Jetzt geht es noch um die richtige Beschriftung. Und die richtige Beschriftung ist praktisch, das ist jetzt nur exemplarisch, eine Karte ist ja von vorne und von hinten bedruckt. Das heißt A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. So, das ist die Seite. Die andere Seite machen wir jetzt mit Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt kommt es darauf an, auf die richtige Faltweise. Eine Militärkarte faltet man immer so.
Und ihr seht schon, genau da entsteht nämlich jetzt der Trick an der ganzen Sache. So klein könnt ihr die Karte dann verwenden, ohne dieses Chaos. Als ihr früher im Auto gesessen seid und noch Karten gebraucht habt, die meisten kennen das ja gar nicht mehr, dann hat man eine riesen Karte gehabt, hat die ausgebreitet und dann war die Karte größer als der ganze Innenraum vom Auto. Jetzt hast du so eine kleine Karte, die kannst du in eine Plastikhülle schieben und dann kannst du sie taktisch zum Navigieren hernehmen. Das heißt A, B, C, D. E, F, G, H, I, J, K, L und so weiter und so weiter. M, N, O, P. Und mit der Rückseite natürlich genau das Gleiche. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ihr seht schon, wo dieses große magische Geheimnis entsteht. Nämlich hier. Wenn ihr das hier so hochklappt, in der Mitte, so, dann könnt ihr nämlich hier umblättern durch diesen Schlitz. Und das ist genau der Grund, warum militärische Karten in der Mitte geschlitzt sind. So, sind wir mal wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, ihr lasst euch das mit den Lost Places so ein bisschen durch den Kopf und ins Herz gehen und verratet es einfach nicht jedem, wo dieses Zeug ist und macht auch keine Videos darüber. Ich weiß, für jeden, der selber nicht mehr unterwegs sein kann, sind diese Videos natürlich unglaublich tolle Eindrücke und es ist auch ein lukratives Geschäft und es macht auch Spaß, dann zu zeigen, wo man überall war. Aber ihr macht die Orte damit kaputt. Ja, was soll ich noch sagen, Spätzeln? Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen ins Gewissen reden. Kauft kein Lump, da müsst ihr weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch.